Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Lufia auf Pelzig. Hoppala, so rum. Und so wird ein Schuh draus. Ja, die kennen wir noch hier, die Vinzens und die Aquahydra. Scheißviecher. Wir machen den zuerst kaputt. Wenn er sich denn lost. Ja, sieht gut aus. Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, das wird wahrscheinlich wieder Gordos Ende sein, wenn die jetzt immer drauf hauen. Polarstrahl. Ja, bei Gordo macht es natürlich mehr Schade. Oh, Alter. Erstmal drauf und Champion auf alle. Gewitterleid, das hat ordentlich Schade gerobbt. Also nichts wie drauf. Ja, Gordo macht auch nicht schlecht Schade. Sehr schön. Boah, Alter. Hydrastein und Gordo hat noch ein Level gekriegt. Gut, gut. Zuerst auf die Sängerinne drauf und dann auf die Hysterio. Jetzt geht's auf die Gosch. Sehr schön. Guy hat Begriffe, worauf ich hinaus will. Und zwar erstmal die Sängerin platt machen. Und, yo, die ist kaputt. Und ja. Sehr schön. Wo geht's runter und wo geht's do hier? Oh, da sind wir doch wieder dort, wo wir nicht hier wollten, oder? Hä? Bin ich jetzt so gerade einmal fett im Kreis gerannt? Ist das so? Warte mal. Boah Gott, wie schnell die sind. Ja, da sind wir einmal im Kreis gerannt anscheinend, ne? Ja, sieht ganz so aus. Wir sind einmal einfach nur fett im Kreis rumgerannt und waren unnötig. So, warte mal. Dummkopf. So, Umdreher. Noch einmal. Jo, okay. Badabadam, badadadam. Dap, badabadam, badabidabam. Ja, das war das, ne? Da sind wir rumgewurschtelt. Ich muss es gerade trotzdem nochmal als ganz dummer mir angucken. Ja, und da sind wir dann ins Loch gestürzt, ne? Okay. Hat nix gebracht. Dann gehen wir in den Stockwerk. Gucken wir doch mal, was es hier Schönes gibt. Okay. Das müssen wir uns wohl merken von vorne, ne? Nur ein Schalter ist richtig, die anderen sind nichtig. Oh je, das kann was wäre. Drittkleinster, zweitkleinster, zweitgrößter, kleinster, größter. Oh Mann. Okay, warte mal. Hä? Oh Gott. Oh Gott. Warte mal. Scheiße. Das bringt nichts, so sieht's nicht gut aus. Das ist echt scheiße. Warte mal. Wir probieren den durch. So. Jetzt muss ich noch mal gucken, welches machen, ne? Oh, fuck. Und der da ist der Grögste. Okay, der ist der Grögste. Und da ist es noch absteigender Reihenfolge. Oh Mann, ich hasse sowas. Noch absteigender Reihenfolge. Ja gut, da kommt man da mal nicht dran. Das kann es mal nicht sein. Dann wohl so, ne? So, warte mal. Dann müssen wir da irgendwie dran kommen, ne? Scheiße. Nee. Ah, warte mal. Natürlich kann das sein. Natürlich kann der andere sein. So, ich weiß, ihr kriegt jetzt wieder die Krise, weil ich so blöd bin. Dann machen wir das folgendermaßen. So. So, na, so stimmt er. Genau. Dann der drittgrößte. Dann war der kleinste oder was? Und dann der größte. Genau, ja, natürlich geht das so. Und er wurde Zwirbler gemacht. Jo, perfekt. Ja, hat mal wieder ein bisschen gedauert, aber es hat funktioniert. Die weiße Donnerbestie. Der Grizzly in weiß. Der Albino Grizzly sozusagen. Okay, hauen wir mal drauf.
auf die Kacke draufgehauen und sein Zottelfell brennt. Donnerbestie macht ihr Name alle Ehre, zieht zum Glück nicht viel ab dabei. So, du Zottelbock. Gehen wir mal drauf. Ja. Nicht schlecht, Celan. Für ATA Level. Und hier sind wir wieder im zweiten Stock gelandet. Die Tengu in Gelb gesichtig. Hier schnappen wir uns jetzt einmal. Okay, wer mal kriegt. Es ist der Steppenfuchs. Ja, okay, warum nicht? Darf auch zweimal angreifen. Ich hasse so Gegner. Und immer auf der gleiche. Ziehen alle nicht viel ab. Das gefällt mir nicht so gut. Ja, Guy zieht was ab. Dann machen wir jetzt mal Folgendes. Scheiß drauf, nee. Wir machen das anders. Du machst Champion auf uns alle, du haust nach wie vor drauf und du machst mal Abaddon auf den hier. Ich will nur wissen, ob das was bringt. Aber irgendwas muss dieser riesen fette MP-Zauber ja gut sein, ne? Na, scheiße. Okay, der kontert gleich mal mit Donner. Nein! Na gut, Maxim hat's erwischt. Das ist nicht so toll, aber können wir wieder regeln. Einer von denen Scheiße ist zumindest schon mal tot. Wir haben dort für extra Valor, genau. Macht selbst die müdesten Helden wieder munter. Da kommt die nackig Frau runter. Und drückt mal einen Bussi auf und dann läuft die Geschichte wieder. Mit 2000 wieder wach geküsst. Und gleich mal auf die Schnut kriegt, um zu sehen, dass das Leben kein Spiel ist. Und dann läuft die Geschichte. Und gleich wieder richtig im Leben begrüßt worden. Oh, Alter. Nicht schlecht. Okay, für Celan Level. Ja, damit habe ich jetzt schon gerechnet. Schade. Okay, alles haben wir Maxim drauf. Warum nicht? Du kriegst erstmal stärker drauf. Damit du dich auch mal wieder geliebt fühlst, lieber Maxim. Ja, das sieht gut aus. Und drauf auf der Einäugerich. Mit seinem hässlichen Lendenschurz. Wenn er sich so als Halbtoga irgendwie um seinen Muskelkörper geschlungen hat. Und hau drauf, hau weg den Scheiß. Warte mal. Okay, bringt nichts. Ah ja, so geht das. Okay. Scheiße, das sind die Fake-Truhe, genau. Das sind die Mini-Truhe. Die können ganz schön übel werden, die Gegner. Und ich glaube, man zieht bei den anderen... Ah doch, man zieht bei denen nur sehr viel ab. Okay. Das könnte sehr schnell die Runde geben. Okay. Oh, die geben nicht so viel. Na gut. Ah ja, hier kommen wir wieder raus beim Stockwerk. Dann machen wir das Ganze doch mal so. Warte mal. Halte mal das Gaula. Warum? Ah, Moment. So. Und so. Die Truhe macht der Weg auf. Okay, bis man das kapiert hat, ist alles gut. Da gibt's die, wie ich schon mal versprochen habe, in grün. Sargnagel. Okay. Doch nicht Behemoth oder sowas. Ne, Behemoth waren die erste in hellblau und in violett, glaube ich, ne? Jetzt heißen sie einfach nur Sargnagel. Warum auch nicht? Ah, Kraftsaft. Geil. Nehmen wir. Und kriegt Maxim. Na, eigentlich wäre es für Guy besser gewesen, aber egal. So. Das sieht aber nicht so toll aus hier. Machen wir den Götterschlag auf den Hansel. Ne, Bomber machen wir nicht. Du machst die Himmelskraft. Einfach mal so, wenn wir es können. Solide, ja.
Hat aber trotzdem nicht für einen Kill gereicht. Immer noch nicht. Die halten ja aus wie noch was. Okay. Irgendwie Spaß. Wir machen das so und probieren mal, ob der Ninja-Schlag von Maxine möglicherweise wieder den Tod hervorruft. Eventuell bringt sowas. Nee, leider nicht. Und wieder ein Kraftsirup. Sehr schön. Warte mal, Kraftsirup. Ah ja, das sind die Dinger, die wiederbeleben, genau. Scheiß doch ins Kanonenrohr. Jede Menge Arschlöcher hier, over. Dann machen wir zuerst die Sargnägel, weil so stark sind die jetzt auch nicht. Ja, das sieht... Oh, 998. Gordo, du hängst. Hier unten sind jede Menge Truhe. Wieder so ein unnötiger Minnestein. Sehr schade eigentlich. Ein Geisterring. Was gibt's noch Schönes? Ein Geisterkleid. Das könnte was Nützliches sein, der Geisterring. Ich weiß nicht, ob der so toll ist. Hilfreich gegen alle Geister und Terror. Nee, das bringt uns einen Scheißdreck. Geisterkleid. Kleidung mit geisterhaften Fähigkeiten. Erhöht die Kampfkraft aller Kämpfer und füllt die KP um 50 auf. Ja. Bringt ein klein bisschen was. Hopfala. Na. So. Ist er nicht verflucht. Sehr schön. Dann gucken wir nochmal, was es hier over gibt. Da gibt es auch der. Na gut, dann prügeln wir uns da noch durch. Ich muss jetzt hier nicht wirklich jeden einzelnen Gegner mitnehmen. Ich weiß, am Anfang habe ich gesagt, wir nehmen jeden Kampf mit. Ja, Entschuldigung, aber hier geht es mir auch auf das Henkel. Geht es mir extrem auf die Kletz. Das machen wir jetzt nicht. Da wäre die 20-Minuten-Episode vorbei, wenn ich die ganzen Gegner hier gekillt hätte. Für euch als Zuschauer ist wahrscheinlich auch nicht so spannend, ne? Wenn ich die ganze Zeit nur gegen irgendwelche Klotzköpfe kämpfe. Aber Gordo wird jetzt wahrscheinlich auch der Abzischer machen. Der hat ja immerhin zweimal auf die Gosch gekriegt. Ja, das war klar. So, dann hauen wir nochmal einmal drauf mit einer versammelten Mannschaft. Außer Atea. Nein. Atea macht einmal nochmal Heilung wie ein Champ. Und dann geht's wieder auf die Schnut. Und hoffentlich reicht's. Nee, natürlich nicht. Dafür kriegt Atea nochmal auf die Schnut geschlagen und darf sich rächen. Und das war der Todesschlag. Kraftsirup gibt's nochmal. Ja, die geben nicht schlecht. Ah, scheiße. Immer voll in der... Ah, Tartona hießen die anderen. Nicht Behemoth. Behemoth kommt dann noch. Darf in keinem JRPG fehlen. Ist auch irgendwie eine geile Bezeichnung für so ein Monster, Behemoth. Kommt übrigens aus dem Hebräischen, falls es euch interessiert. Das kommt aus dem Alten Testament, der Behemoth. Das ist ein Landmonster. Der Leviathan ist übrigens auch aus dem Alten Testament. Das ist das Wassermonster. Und da gibt es auch eins, da weiß ich leider nie den Namen. Das ist dann noch so ein fliegendes Monster. Aber der Behemoth ist einfach nur ein großes Landtier eigentlich. Und das ist dann, ja, divers zu interpretieren eigentlich. So. Dann geht's hier nochmal wo hoch. Im 4. Stock sind wir jetzt wieder gelandet bei den Sargnägel. Ja, dasselbe Spiel noch einmal. Als noch auf die Gosch, die Hände sonst verdient. Kaputt. Aber ich finde die Körperpanzerung von denen ganz cool. Oh, Sargnagel, die Attacke ist schon übel. Okay. Hat gut reingezischt. Ist mal wieder Zeit für einen Champion. Alter Latz, das war ordentlich. Das war so richtig hier auf die Gosh-Action. Ja gut, Gordo hat's auch nicht aus der Latsche gekauert. Der kann immer noch. Saugut. Kraftsaft. Und gleich ein zweiter hinterher, aber es ist zum Glück nur einer von den Sargnägel. Und da von der Wetter. Da ist der auch kaputt.
Sehr schön. Dann gibt's für Geide Kraftsaft. Immer hier ist es unseren größten Dummkopf und unseren größten Krieger. Also kann der das auch verdienen und gebrauchen. Oh, wow, wow. Oh, wow, wow, wow. Jetzt kommt so ein Rätsel. So und so. Okay. Moment, dann gehen wir so. Die Kiste müssen wir, glaube ich, immer mitnehmen, weil wir die zum Schluss noch zerbomben müssen, um den Weg zu öffnen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Keine Ahnung, was die uns bringen. Moment. Wo ist denn hier die Brücke? Ah, okay, das ist Vado die Brücke. Und der da ist wo die Brücke? Ich sehe mal derzeit noch nicht. Einfach hier. Okay, warte mal. Wir nehmen unseren Schampel mit. So und so. Gucken wir mal, was das uns bringt. Okay, alles klar, das war etwas doof. Dann machen wir das auf den anderen Knopf. Dann muss das hoch. Und schauen wir mal, was uns das Nettes bringt. Ich habe hier leider nicht mehr jedes Rätsel auswendig im Kopf. Von daher müssen wir das so machen. Tja, habe ich mir in die Hose geschissen, ne? Dann noch einmal. Ohne den kommen wir nicht weiter. Da muss es doch so geregelt werden. Warte. So. Ich hasse das, wenn ich dann immer so länger brauche für die Rätsel. Dann so rum. Und so. Ja, dann kommen wir nämlich so weiter. Und kommen hier raus. Und müssen hier die Bombe legen, genau. Wie ich es im Kopf gehabt habe. Und hier geht's hier zum Schlüssel. Na Allah. Wenn das nichts ist. Dann zu dem freundlichen Geselle noch. Machen wir zuerst den platt. Und dann geht's weiter. Weil ohne die Bombe, beziehungsweise da wir die Bombe geführt haben, ne, kommen wir jetzt eh nicht mehr weiter über die Wege, aber wir haben hier ein paar Städte zum Schieber. Dann läuft die Geschichte mal wieder. Ist auch die 4. Episode, die ich heute aufnehme. Das heißt, ich werde mich jetzt einfach nur noch einen Speicherpunkt umgucken. Oder vielleicht sogar das ganze Ding durchziehen. Auch Erdjuwel, geil. Die PR, was ist das? Die Kraft enthält das. Dieses Juwel hat die Kraft der Erde und Erdstoß, lässt die Feinde beben und trifft alle Gegner. Macht mal ihr Abwehr höher. Weißt du was? Das geben wir jetzt mal Seele an. Es wird mal Zeit. So, dass die ja mal ein anderes Juwel kriegt. Schön. Dann haben wir das gepackt. Und mussten sogar den Weg gehen. Das heißt, es war nicht völlig für die Katz hier rumzugehen. Ups, völlig für die Katz hier rumzugehen. Nein. Der Zyklop lost uns nicht. Allerhaupt, dann liegt er halt noch auf die Schnut. Und dann schauen wir mal. Ja, Gordo greift leider nur normal an. Aber so Enzyklop soll jetzt das große Problem sein. Es sind zwar die Tanks, die jede Menge Schade schlucken, aber so stark sind die jetzt auch nicht. Und jo. Ach, deren Zeit ist limitiert. So, die Fliege-Kasper hier, die sind auch egal. Warte mal, du kriegst auf die Schnut. Nein!
Wobei, wir können auch einfach abhauen, ne? Zuck. Und weg sind wir. Dann hier entlang, dann geht's wieder da lang. Die Kiste zeigt den Weg. Hoppla. So und so. Dann hier wieder durch. An der Truhe müssen wir jetzt nicht vorbeigehen. Die ist läppisch. Dann hier wieder raus. Genau. Dann waren wir da schon drin. Ich gucke jetzt trotzdem nur noch mal rein, ne? Ja. Das war der Weg, den wir da gegangen sind für den anderen. Ja, genau. Mit dem Krustier, yo. Mit dem komischen Melodierätsel. Dann können wir hoch auf die... noch nicht auf die Spitze. Aber hier brauchen wir auf jeden Fall einen Schlüssel, um durchzukommen. Zack. 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 Und hier können wir durch. Gut. Sehr schön. Okay, hier geht's irgendwo lang. Und da können wir speichern. Perfekt. Als wäre es geplant gewesen, dass wir hier unseren Cut machen. Und wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play Lufia auf pelzischer Liebe leid. Also machen's gut und bis übermorgen dann. Ayan Yankee.